Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Mit dieser Jahreslosung 2026 begrüße ich alle herzlich zum neuen Jahr. In den vergangenen 2 Jahren haben wir zusammen in den Predigten die 12 kleinen Propheten angeschaut im Alten Testament, was Gott uns heute durch sie sagt und wie sie uns auf Jesus Christus hinweisen. Jetzt werfen wir einen Blick ins Neue Testament und betrachten die Gleichnis von Jesus. Wieso? Die Gleichnis von Jesus passen perfekt zu der Jahreslosung 2026. Jesus drückt mit diesen Gleichnisgeschichten aus dem Alltag aus, was sich in unserem Leben ändert, wenn wir an ihn glauben. Mit vielen Überraschungen beschreibt er die Freude und die Vergebung, die wir haben, wenn wir ihm vertrauen. Jetzt hören wir mal die Vorgeschichte vom ersten Gleichnis. Es hat hier auch noch ein paar Zeichnungen dazu. Wir hören auf das Matthäusevangelium, Kapitel 13. Den Bibeltext hören wir amigs auf Hochdeutsch und nachher gebe ich noch auf Mundart ein paar Erklärungen dazu ab. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Jesus hat weder Megafon noch Mikrofon gebraucht. Er hat die Wasseroberfläche genutzt, wo der Schall von seiner Stimme an seine Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeleitet hat, die am Ufer gestanden sind. Wer schon mal am Halwilersee war, an einem Wochenende im Hochsommer, der kann mit eigenen Ohren bestätigen, dass die Rufe der Badegäste noch am Ufer laut und deutlich hörbar sind. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Der Begriff Gleichnis lautet auf Griechisch Parabolä, eingedeutscht Parabel, und bedeutet ein Vergleich oder ein Bild. Und Jesus hat gesagt, siehe, siehe. Das erste Wort siehe von dem Gleichnis taucht ja auch in der Jahreslosung 2026 auf. Siehe, ich mache alles neu. Und es bedeutet, schaut einmal an, schaut genau hin. Jetzt kommt eine wichtige Aussage. Der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte. Wir sehen hier vorne auch mit der Egelfigur, wie Jesus der Sämann ist, wie er das Wort von Gott tut, säen in unsere Herzen. Und dann geht die Geschichte weiter. Der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Die Jünger haben Jesus die einfache Frage gestellt, wieso er plötzlich angefangen hat, in Gleichnis zu reden. Auch wir fragen uns, wieso Jesus plötzlich die Gleichnisgeschichten verwendet, um uns die Liebe von Gott zu erklären. In der Bergpredigt sagt ja Jesus im Zusammenhang mit dem Schwören,
Wir sollen nur Ja, Ja oder Nein, Nein sagen. Alles, was darüber ausgeht, ist vom Bösen. Also Jesus sagt eigentlich, wir sollen uns ein bisschen kurz fassen. Klar und eindeutig. Wieso sagt er plötzlich diese komischen Geschichten? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Also Jesus wendet sich jetzt direkt an seine Jünger, nicht mehr an die grosse Volksmenge. Und die spezielle Formulierung, weil euch gegeben ist sprachlich gesehen ein sogenanntes Passivum Divinum. Das heißt, ein göttliches Passiv. Das heißt, Jesus redet von Gott, aber weil er im Passiv redet, tut der Gott sozusagen auslassen. Man kann den Satz auch so sagen, Gott hat euch Jünger geschenkt, ihr, wo Jesus nachfolgt, dass ihr die Worte von Jesus versteht. Gott hat aber der Volksmenge das nicht geschenkt, das Verständnis von den Worten von Jesus, weil sie ihn abgelehnt haben. Wir befinden uns von der Geschichte her in der Mitte vom Matthäus-Evangelium und vorher sind schon Sachen passiert. Nämlich im Kapitel vorher lesen wir, dass einerseits die Pharisäer, die Pfarrer von der damaligen Zeit, Jesus als Messias abgelehnt haben. Und andererseits, dass Jesus die Volksmenge, also viele Leute, geheilt hat, aber es steht gar nichts über ihre Dankbarkeit oder über ihre positive Reaktion gegenüber Jesus oder Gott Vater. Also Jesus redet im Gleichnis zu uns. Einerseits enthüllt er die Wahrheit über sich selber für uns. Andererseits verhüllt er auch die Wahrheit vor oberflächlichen Blick. Also wenn wir nur ganz kurz uns informieren über Jesus, dann gelingt das nicht. Jesus erklärt weiter, denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Auch hier verwendet Jesus wieder die spezielle Formulierung mit der Bedeutung, wer schon etwas von Jesus, vom Reich von Gott versteht, dem wird Gott noch viel mehr schenken, noch viel mehr Gaben anvertrauen. Aber wer nur wenig hat, wer das gar nicht will, der wird mit der Zeit immer weniger haben. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also jeder Mensch in dieser grossen Volksmenge hat Augen und Ohren gehabt, aber sie haben die Worte von Jesus trotzdem oftmals nicht verstanden. Oft sind sie einfach zu Jesus gekommen, weil sie ein Spektakel gesehen haben. Sie haben entweder geheilt werden oder ein Wunder gesehen oder haben ein bisschen unterhalten werden mit interessanten Predigten. Aber vielen davon ist es gar nicht um eine Herzensänderung gegangen, um ein neues Leben mit Gott oder geistlich gesprochen um Bekehrung und Wiedergeburt, um eine bewusste Hinwendung vom ganzen Leben an Jesus Christus. Glückselig aber eure Augen, also Jesus wendet sich an die Jünger, an seine Jünger. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Jesus bezieht sich hier auf das Alte Testament, wo von vielen Propheten und Gerechten handelt. Viele Propheten, wie zum Beispiel die 4 grossen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel, haben Voraussagen über den Messias Jesus Christus gesehen und dann auch aufgeschrieben. Auch die 12 kleinen Propheten haben das gemacht. Aber sie haben Jesus noch nicht so deutlich gesehen wie die Jünger,
die 3 Jahre lang täglich mit ihm unterwegs sind. Jesus nennt hier seine Jüngerinnen und Jünger glückselig. Und in erster Linie bezieht sich das auf die Jünger damals, aber in zweiter Linie bezieht sich es auch auf uns heute. Wir, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Jesus nennt auch uns glückselig, wenn wir seine Worte in unserem Leben beachten. Das Spezielle ist an dieser ganzen Geschichte, es ist das erste Gleichnis von Jesus und es ist so wichtig, dass Jesus das selber erklärt. Nur bei ganz wenigen Gleichnissen haben wir die Situation, dass er es auch noch gerade erklärt. Und es ist so wichtig, dass es sogar 3-mal vorkommt in der Bibel. Im Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Und jetzt bei der Erklärung von dem Gleichnis werden wir auf alle 3 Evangelien eingehen und das alles zusammennehmen, dass wir wissen, um was es geht. Was sagt denn Jesus mit dem Gleichnis? Der Anfang ich habe das ein bisschen im griechischen Urtext analysiert und habe ein paar interessante Sachen gefunden, die ich uns allen auch noch ein bisschen weitergeben will. Am Anfang von dem Kapitel heisst es, Jesus ist aus dem Haus rausgegangen. Und das gleiche Wort rausgegangen tut Jesus auch verwenden und sagen, der Seimann ist rausgegangen, um zu säen. Jetzt finden wir schon einen ersten sprachlichen Hinweis darauf, dass Jesus Christus selber der Seimann ist. In zweiter Linie steht der Seimann, im griechischen Original steht wörtlich der Säende, für alle Menschen, die das Wort von Gott weitergeben. Also sind wir alle hier innen, sind Seiende, wenn wir das Wort von Gott weitergeben, wenn wir jemanden ermutigen, zum Beispiel mit einem Bibelvers per WhatsApp, den wir weiterleiten, oder wenn wir im Hauskreis eine Andacht halten, oder die Jungschar einen Bibelvers weitergeben, oder wenn wir unseren Kindern oder Enkelkindern eine biblische Geschichte erzählen, zum Beispiel mit einer Kinderbibel. Der Samen ist das Wort von Gott, tut Jesus im Lukas-Evangelium erklären. Also Gott sagt also sein Wort von der Bibel unter uns Menschen. Der Anfang vom Gleichnis legt eine 3-fache Betonung auf das Säen. Der Sämann ging hinaus zu säen und indem er säte. 3-fache Betonung mit dem Verb säen. Es gibt viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gott sein Wort in die Welt hinaus verbreiten. Dank der Bibel, im Gottesdienst, dank anderen Menschen, aber auch durch Träume und Visionen, wo Gott Menschen direkt begegnen. Aber auch mit Freundschaftsmission, wenn wir Menschen und unsere Freunde auf Jesus aufmerksam machen. Dann auch live on stage, Evangelisationen, manchmal auch Zeltevangelisationen, Adonia-Konzerte, Traktate, kurze Schriften, die zum Glauben einladen, christliche Artikel, Podcasts, Fernsehsendungen und vieles mehr. Frage Gott im Gebet, wo du dich kannst engagieren, um sein Wort zu verbreiten. Ich denke, es hat auch viel zu tun mit den Hobbys, die wir haben, mit den Leidenschaften, die wir sowieso schon haben, weil das hilft uns ja auch, das zeigt uns ja auch, was wir für Gaben haben. Also wenn jemand zum Beispiel gerne an ein Konzert geht oder ein Gospelkonzert, kann das sein, dass das wie eine Gabe ist von dir und du kannst einfacher sagen, komm doch einmal mit. Vielleicht jemand, der selber an einem Gospelkonzert singt, oder das gerne einfach, zum Beispiel ich tue eher hören, gerne Konzert hören. Und dann fällt es natürlich einfach zu einem Kollegen zu sagen, hey, komm, schau mal mit in einer Woche an ein cooles Gospelkonzert. Oder wenn du vielleicht mitmachst in einem Gottesdienst und mithilfst, sagen, hey, komm, schau mal in einen Gottesdienst, weisst, ich mache mit, das ist mega cool. Komm, überlegen, was ist deine Gabe, was machst du gerne, wie kannst du Menschen mit der Liebe von Jesus erreichen. Jesus tut dann auch die verschiedenen Ackerfelder erklären, indem er sagt, so oft jemand das Wort vom Reich, also vom Reich von Gott, hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg,
was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also das Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium sagt Jesus, die Vögel, das ist der Böse. Und im Lukasevangelium sagt er, das ist der Teufel. Im Markusevangelium, das ist der Satan. Also wir sehen, das sind unterschiedliche Begriffe für das Gleiche. Also dass eigentlich Gottes Widersacher und Find tut den Samen vom Evangelium bekämpfen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Tut Jesus im Lukas-Evangelium erklären. Damit sie nicht glauben und gerettet werden. Für unsere modernen Ohren ist es heftig, dass Jesus so plötzlich vom Teufel redet. Der Teufel steht fürs Böse. Auch Schicksalsschläge können uns aus der Bahn werfen. Viele Menschen bekunden Mühe, an die Liebe Gott zu glauben, weil sie ihr Leben als schwierig und schmerzvoll erfahren. Sie zweifeln daran, dass Gott sie liebt. Und genau diesen Zweifel tut der Teufel weiter schüren, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Wenn wir die Liebe von Gott für uns annehmen und ergreifen, glauben und vertrauen wir Jesus und werden gerettet für Zeit und Ewigkeit. Beim nächsten Vergleich wird Jesus erklären, bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes, das heißt um des Evangeliums willen, nimmt er sogleich Anstoß. Jesus redet von Bedrängnis, Verfolgung und Versuchung im Lukas-Evangelium. Das heisst, wenn wir negative Erfahrungen machen aufgrund von unserem Glauben an Jesus, wenn wir vielleicht verspottet werden, ausgelacht werden, vielleicht am Arbeitsplatz oder an der Universität, wenn wir vielleicht Nachteile in Kauf nehmen müssen. Weil wir sagen doch, wir stehen zu Jesus, wir machen nicht alle Blödsinn mit, die die anderen mitmachen. Und dann plötzlich kommen wir Widerstand über. Und für ein Paar ist das dann zu viel und dann tun sie den Glauben nicht mehr bekennen, tun sie nicht mehr aktiv an Jesus glauben. Wie können wir in dieser Zeit der Versuchung standhaft bleiben? Indem wir uns engagieren in der Kirchengemeinde, die so zur Kirchenfamilie wird. In der Gemeinschaft tun wir uns gegenseitig ermutigen, im Glauben an Jesus dran zu bleiben. Wegen dem ist auch das Kirchenkaffee und andere gemütliche Anlässe sind so wertvoll, an denen wir neue Kontakte knüpfen und bestehende vertiefen. Der dritte Vergleich. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort, also das Evangelium, hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken, das Wort, eben das Evangelium, und er bringt keine Frucht. Also zum Stichwort Sorge, wenn wir uns Sorgen machen, sagt der Apostel Paulus, ermutigt uns, alle eure Sorge werft auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch. Wir können, wenn wir Sorgen haben, können wir aus jeder Sorge gerade ein Gebet formulieren und so Gott abgeben, Gott anlegen. Also, dass wir die Sorge nicht mehr bei uns behalten, sondern gerade Gott weitergeben. Reichtum. Wir können sicher in der Schweiz unser Reichtum geniessen, aber es hilft mir, wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich nicht einmal einen einzigen Rappen kann mitnehmen in den Himmel. Teilen ist Heilen. Neue Studien belegen, dass es uns glücklich macht, wenn wir mit anderen Menschen teilen. Wenn wir auch anderen Menschen helfen. Die Bibel sieht diesen Reichtum kritisch, wenn sich ständig unsere Gedanken um ihn drehen, wenn er unser Ersatzgott wird, wenn wir uns auf ihn verlassen. Der Lukas ergänzt noch die Vergnügungen des Lebens. Das sind auch Dornensträuche. Die können uns auch von Jesus wegbringen. Vergnügungen des Lebens, das ist bewusst so ein allgemeiner Begriff. Ich denke, das hat auch mit Ablenkungen zu tun, übermäßige
übermäßige Bildschirmzeit, die wir entweder am Computer verbringen, am Handy, Fernsehen, Netflix, Kino, können das alles davon abhalten, ein erfülltes Leben in Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen zu führen. Der Markus ergänzt hier noch die Begierden nach den übrigen Dingen, also wieder sehr ein allgemeiner Begriff. Wie können wir unsere Begierden, unseren Willen, unser Innerste, unser Streben, unser Trachten nach Gott ausrichten? Es gibt der zentrale Vers aus dem Matthäusevangelium lautet: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, Jesus redet von Essen, Trinken, Kleider, das, was wir brauchen zum Leben, wird euch hinzugefügt werden. Also, ich denke, wir können diesen Begierden nach den übrigen Sachen können wir ausweichen, wenn wir einfach unser Leben ganz nach Gott ausrichten. Es ist eben ein bisschen eine negative Geschichte, die Jesus hier in sein erstes Gleichnis hineinpackt, aber es hat dafür eine schöne Steigerung und einen schönen Abschluss. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, da sehen wir, wie sie lachen, die Leute. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, das Evangelium lost und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Jesus lädt uns ein, dass auch wir so ein fruchtbarer Boden werden. Das ist natürlich humorvoll. Es ist wie ganz am Schluss auch ein bisschen eine humorvolle Geschichte, weil ein Boden ja passiv ist. Also das Bild ist wie ein bisschen humorvoll, weil der Boden ist eigentlich passiv. So lässt Jesus uns ein, die Gnade von Gott und die Liebe anzunehmen, sie an uns geschehen zu lassen, dass wir uns lieben lassen von Gott. Wir können gar nichts unternehmen, um uns die Liebe von Gott zu verdienen. Denn Gott ist Liebe, sein Wesen zu uns ist Liebe. Und er lässt uns ein, dass wir Ja sagen. Auch gerade, wenn wir eine schwierige Zeit haben, dass wir einfach Ja sagen dazu. Auch wenn wir die Liebe von Gott auch nicht immer verstehen. Im Johannesevangelium hat es weniger so Gleichnis von Jesus, sondern im Johannesevangelium hat es 7 ganz grosse Ich-Bin-Worte. Das haben wir vorher gesungen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Auch so ein Vergleich, den Jesus macht. In den 3 Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, redet Jesus viele Gleichnisse über das Reich von Gott, über den Menschensohn, über sich selber. Und in beiden, sowohl in den Ich-Bin-Wort als auch in diesen Gleichnissen, geht es um Jesus, dass wir ihn besser kennenlernen können. Dass er auf eine spezielle und oft humorvoll, herausfordernde Art uns erklärt, dass er der Sohn von Gott ist, der uns seine Errettung anbietet, indem er uns unsere Schuld vergibt. Mit dem Gleichnis vom Sämann tut Jesus uns ermutigen, Gottes Wort weiterzugeben. Dabei liegt es aber nicht in unserer Verantwortung, was die Angesprochenen denn mit dieser Botschaft von Jesus machen. Wenn jemand Jesus ganz vertraut, hat das vielfältige Auswirkungen, 30, 60 und 100-fach. Das heisst, auch noch viele andere Menschen werden davon profitieren und Segen bekommen. Weiter im Matthäusevangelium lesen wir einen Satz, den ich als Abschluss von dieser Predigt anfügen. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Amen.